Zoomania erzählt die Geschichte von einem kleinen, herzigen Hasenmädchen, das unbedingt Polizistin werden will, aber ihre Eltern sagen, nein, das geht nicht, weil du bist ein Hase und Hasen machen so etwas nicht. Sie schafft es aber nachher schlussendlich. Dann geht sie nach Zoomania, ein Ort, wo Raubtier und Beutetier friedlich zusammenleben. Dort trifft sie auf einen Fuchs und dann werden sie sozusagen ein bisschen Kollegen und dann gehen sie zusammen auf so ein Abenteuer. Und ich möchte mal schnell die Schwächen auf die Seite räumen, und zwar ist der ganze Ablauf und die ganzen Sachen, die passieren, sind sehr Animationsfilm 101, also viel Zeug, wo man so ein bisschen weiss und wo halt glauben, so müssen sie bei Kinderfilmen. Das hat jetzt mich gestört, es wird aber ein Kind, wo natürlich die Zielgruppe ist von dem Film, nicht wirklich stören. Für mich hat es aber fast ein bisschen billig gewirkt. Wiederum hat es ganz viele andere Sachen, die sehr untypisch sind für vor allem Disney-Animationen, und das habe ich verdammt gut gefunden. Und genau diese Sachen machen Zoomania oder Zootopia, wenn er im Original heisst, zu einem wahnsinnig guten Animationsfilm und auch wirklich einem tollen Film an sich. Der Film möchte wahnsinnig viel erzählen, hat viele Themen, die er möchte behandeln, und in den allermeisten Fällen funktioniert das sehr gut. Aber es ist eigentlich klar, das Hauptthema ist Rassismus, und das Thema könnte aktueller wirklich nicht sein. Und das macht er eigentlich, indem er quasi die Beutetiere und die Raubtiere so ein bisschen als unterschiedliche Rassen darstellt und gewisse Charaktere hat, die die so gegeneinander ausspielen und so. Und das ist wirklich eigentlich das Hauptthema, aber halt irgendwie tarnt als die herzige Animationstierli-Geschichte und so, aber es ist eine recht vielseitige Story und das hat mich mega überrascht. Es werden auch Themen aufgegriffen wie Drogen zum Beispiel, das ist auch eigentlich sehr unüblich für Disney-Filme vor allem, also im Animationsbereich, aber das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Trotz allem verliert der Film aber seinen Humor nicht, und vor allem, was mich auch sehr erstaunt hat, ist, dass er sehr, sehr satirisch ist vielen Sachen gegenüber. Ich meine, das, was man so ein bisschen kennt von dem Film, sind da die Faultierbeamten, und das ist eine grossartige Satire. Es ist natürlich überspitzt, es sind nicht alle Beamte so, wer hätte es gedacht. Aber als Satire funktioniert es wirklich super, und es gibt auch Satire von anderen Filmen, von diesen Mafia-Filmen und von Breaking Bad gibt es Anspielungen und so. Das ist in einem Kinderfilm und es funktioniert. Das ist wirklich, wirklich mega cool. Und das Pacing vom Film, also das Tempo ist wirklich tipptopp, da kann man jetzt gar nichts sagen. Der Film fließt sehr gut, es ist alles sehr flüssig, es hat kaum lahme Momente, es hat irgendwo im Mittelteil so ein bisschen lahme Stellen, aber das ist wirklich eine Randbemerkung. Die Actionsequenzen sind sehr aufregend, es ist wirklich cool gemacht, es ist cool animiert. Zoomania ist sehr eine interessante Stadt, eigentlich ein mega interessantes Konzept, und ich hätte mir dort ein bisschen mehr Worldbuilding gewünscht, also ein bisschen mehr aufsetzen von der Welt und ein bisschen mehr erzählen, was dort so läuft. Es wird viel über das Visuelle erzählt, man merkt so ein bisschen, was dort los ist, aber ich hätte mir dort noch ein bisschen mehr gewünscht, das hat mir ein bisschen gefehlt. Charaktere bei Zoomania sind eigentlich etwa so, wie man sie erwartet von einem Animationsfilm. Es hat den Cool, es hat die herzige Figur, es hat die lustige Figur, es hat die doofe Figur, es hat die tollpatschige Figur. Es hat wirklich ungefähr alles. Das hilft unter anderem natürlich bei Kinderfilmen, dass sie nicht irgendwelche grossen Charakterzeichnungen machen und lange Zeit brauchen, um die Figuren aufzusetzen, weil mit diesen Stereotypen weißt du gerade, auf was du dich einlässt, und das ist vor allem bei einem Animationsfilm wahrscheinlich relativ wichtig, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu behalten, und an die ist es natürlich auch gerichtet. Zoomania ist schlussendlich aber trotzdem, dass es ein Kinderfilm ist, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Es hat gute Szenen für Kinder und wichtige Messages für Kinder. Es hat gute Szenen, lustige Szenen mit satirischen Elementen für Erwachsene. Es ist eine spannende Welt, es hat coole und herzige und tolle Figürchen und so. Und es hat auch einen coolen Style, also es ist wirklich ein absolut toller Animationsfilm für alle Altersklassen, würde ich jetzt einmal sagen. Und darum kommt Zoomania oder Zootopia absolut meine Empfehlung über. Ein weiterer Disney-Animationsfilm, der die Leute aus den Socken haut. Mich hat er nicht jetzt direkt aus den Socken gehauen, aber er hat mir wirklich mega, mega gut gefallen. Es ist absolut eine Empfehlung wert. Sicher einer der besten Animationsfilme in der letzten Zeit. Ich danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt, und ich sehe euch beim nächsten Mal.